Hey, sieht so aus, als wären die Dragon Balls wiederhergestellt. Und übrigens, Freezer steht vor dir. Ja, sei verflucht, Saiyajin. Ja, diesen vieles mehr erleben wir in der heutigen Episode zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Hi, von willkommen zurück. Und ich habe auch noch etwas Aktuelles, das passt sowieso gerade ganz gut mit Freezer. Und zwar wurde ja auch erst kürzlich bekannt gegeben, dass in diesem Jahr noch der zweite DLC erscheinen soll. Der zwar nichts Storybedingtes hat, der ist das gleiche, wie wir hier mit dem ersten DLC haben. Der hier, der heißt einfach eine neue Kraft erwacht, Teil 1. Dann kommt im Wald, Teil 2. Von dem weiß man noch nichts, aber es ist schon klar, dass ja Teil 1 gab es den Super Saiyan God und bei Teil 2 wird es den Super Saiyan Blue geben. Es gibt so viele, die irgendwie sagen, okay, ja, da muss ja eigentlich Golden Freezer einen Auftritt zu haben und so. Aber irgendwie soll irgendwie nichts Storymäßiges sein. Das soll erst im dritten Teil kommen. Naja, weiß nicht so recht. Das ganze Element sowieso nur 3 DLC sind und erst im dritten wird es irgendwie etwas storybedingtes Neues dazugeben. Was willst du denn da Episches reinbringen? Das irgendwie, ja, sagen wir jetzt mal auch eine Story beinhaltet, die doch relativ lang anhalten ist, beziehungsweise viel Spielspaß bietet. Weil irgendwie zu sagen, ja, wir adaptieren einen Future Trunks Arc aus Dragon Ball Super mit Black und Zamasu und so, das ist nicht so lang jetzt. Irgendwie das Turnier, ja, aber welches Turnier? Also doch schon das Turnier der Kraft oder gegen alle Universen oder hat es irgendwie einen Zusammenschluss, aber komplett Dragon Ball Super von da an oder ja, das ist halt noch ein bisschen die Frage. Also man quasi mit den ersten beiden DLCs, wenn man so will, ja quasi beiden Filme adaptiert, die auch noch irgendwie Dragon Ball Z waren. Wiedergeborener Piccolo. Ah, ja, das waren noch Zeiten. Ja, so ein Fisch reißt. Obwohl wir eigentlich wissen, dass Namekianer ja gar nichts essen müssen. Die trinken eigentlich nur Wasser. Das ist sowieso ein bisschen creepy, zurückblickend. Ja, wie dem auch sei. Bin gespannt, wie es mit den DLCs weitergeht. Ich hoffe, wie gesagt, eigentlich schon ein bisschen auf nicht nur Dragon Ball Super, sondern auch ein bisschen auf Dragon Ball GT. Aber naja, ich glaube, darauf können wir lange warten. Vermutlich wird es doch eher so sein, wie ich das denke, dass halt eben die ersten beiden Filme, die auch also die ersten beiden Filme, die ersten letzten Filme, ich muss so sagen, von Dragon Ball Z, wo es hier um Bios und Golden Freezer ging, die wurden ja im Anime von Dragon Ball Super zwar adaptiert, aber eben boten von dem her keinen eigenen neuen Kanon von dem her. Und dann ging es eigentlich erst richtig los dann mit Dragon Ball Super, dem mit dem Future Trunks bzw. Zamasu und Goku Black Arc und so, gefolgt vom kleinen Turnierkampf gegen Universum 6 und dann haben wir einen großen Turnier gegen alle Universen und so und ja, und wird es eher darauf hinauslaufen. Oder wenn, dann hoffe ich eigentlich schon, dass es doch relativ groß sein wird. So, dazu aber erst später, jetzt legen wir los mit Freezer. Bist du das, Freezer? Sorry, was wolltest du nochmal von mir? Versuch mit ihm zu sparen. Du. Die Rückkehr des Herrschers. Oh ja, oh ja. Verdammt worden war. Dann ziehen. Direkt zweite Form, okay. Ich überlege halt noch so ein bisschen. Beziehungsweise ich lausche Freeze aufmerksam, weil ich eben ein bisschen heraushören möchte. Ob es vielleicht irgendwelche Hinweise gibt, dass Freezer im nächsten DLC eben damit mit Super Saiyan Blue Transformationen so vielleicht doch nochmal zurückkommt. So, ganz ehrlich, damit haben wir auch noch. Oh, wie viel Ki hat denn der? Alter! Ah, jetzt geht die Leiste ein bisschen runter.
ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, soll ich hier schon irgendwie mehr machen oder so? Komm, wir machen eine Kaioken. Alter, voll durchbrochen. Okay, Vegeta ging zum Super Saiyan über. Ja, kann mir glaube normalen Super Saiyan kann ich auch machen. Okay, noch einen Set-Move machen, deswegen warte ich mal noch ein bisschen ab. Wo ist eh gleich down, ist ja kein Wunder. Ich glaube, daraus wird nichts mehr. Z-Kombo meine ich halt. Und tschüss, Freezer. Ach so. Hört ihr zu letzten? Schnell ist er, muss ich ihm lassen. Das gegen mich reicht. Ich hab's mal in Zweifel, Freezerline. Hier kann man eigentlich haben. Oh, wir haben bereits alte Mikro an, okay. Ich werde doch mal noch eine Stufe höher gehen. Ryuken! Nö. Okay, Son Gohan wäre bereits soweit. Ja, ich weiß, ich habe Son Gohan schon gesehen, aber ich warte eigentlich noch auf Vegeta. Ja, ist eh vorbei. Wenn Son Gohan loslegt, dann ist er vorbei. Krass, Erfahrungspunkte, ey. Ja, ich muss daran liegen, dass die Karte erst wiederbelebt wurde. Wiederholen? Ja, ich werde wieder mit dir trainieren. Diesem Trainingsquatsch widme. Okay. Was ich noch töten will. Okay, also da eindeutig ein Hinweis dafür. Ja, dann muss es so sein. Komm, ist im nächsten DLC, wenn es um Super Saiyan Blue geht. Da gibt es ein, zwei Sidequests, wo es irgendwie heißt, hey, Freezer will sich irgendwie mit dir messen oder so. Und dann, jo, ist klar, müssen wir halt nochmal gegen Freezer ran. Oh, schlecht ist er eigentlich nicht, aber das wussten wir ja schon immer. Community Board, wenn ich sowieso schon Thema Training und so weiter bin, ich müsste einmal noch ein bisschen hier noch mehr machen, Trainings-Community. Mit ihr halt noch ein bisschen höheren Rang und so haben. Aber sowieso hier jetzt mit der Konstellation nicht ganz so klug, oder vielleicht einfach mal... Ja, aber halt auch ein bisschen boosten, mal mit Geschenken und so. Ui, das gab aber viel.
Bananas im Pyjamas. Ja, weil hier unten sieht man es ja, Kampf-Erfahrungspunkte plus 100%. Ich bin also erst auf Stufe 6. Also Rang 6, ja, das ist klar. 52 mehr, aber warte mal. Wenn ich hier was mache, wird das deswegen nicht unbedingt sehr viel mehr, oder? Deswegen erhöhen sie doch die Punkte nicht wirklich. Gottfee, keine Stufenbegrenzung. Da geht's halt dahin. Trainingsfähigkeit, das wäre es eigentlich eher. Ja, sind jetzt hier ein bisschen weniger. Okay, kann man so halt auch noch ein bisschen boosten. Ja, ist eigentlich klar. Bonju natürlich eigentlich schon relativ hoch. Kommen hier auch noch. Ehemaliges Kommandomitglied. So ehemalig. Okay, bin gespannt, wenn er dazu kommt. Geht nochmal plus 10 dazu. Ja, klar, man kann trotzdem noch ein bisschen boosten. Da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich. Das ist ein verborgenen Kraft. Vielleicht muss ich mit denen da auch noch ein bisschen ran hier. Also Götter-Community auch schon relativ gut ist. Ja, muss glaube ich schon ein bisschen gucken, wo ich welche mir halt am wichtigsten sind, wa? Welche Sektion, sag ich jetzt mal. Weil ich meine, hier Entwicklungscommunity ist natürlich eigentlich schon cool, aber brauche ich es wirklich? Ich habe das Gefühl, nö. Das ist natürlich viel wichtiger. Kochen ist auch nicht so wichtig. Also eigentlich die wichtigsten, die ich beute, sind eigentlich wirklich Z-Krieg und Trainings-Community. Und das sind eigentlich mitunter diejenigen, die am schwersten sind. Also weil ich noch nicht so Wert darauf gelegt habe. Aus gewissen Gründen. So, warte mal, da stand gerade etwas vom Meister Quitte, geht da direkt mal hin. Da gibt es neue magische Bohnen. Ja, eben das ist halt auch etwas, so ein bisschen Zeit nehmen muss, vor allem offscreen, weil das kann doch recht lange dauern. Bis da etwas habe, was dann optimal ist und so. Und dann will es natürlich auch zeigen, hey, das ist klar. Wie gesagt, wir haben da, vor allem wenn es um die nächsten beiden DLCs geht, wo es ja in Anführungszeichen nur darum geht, um bestimmte Formen für unsere beiden Saiyajin-Jungs, oder reinen Saiyajin-Jungs, das sind ja reine Saiyajins, freizuschalten. Und da muss sowieso ein genügend hohes Level für alles, dann auch für die Sidequests und ja. Doch macht es dann doch sehr, sehr viel Sinn, dass das noch ein bisschen optimiere. Alles. So, wir brauchen sowieso alle Dragon Balls. Das war noch etwas mit Ginyu. Dürfen wir nicht vergessen. So, können wir noch irgendwas verknüpfen? Den haben wir. Wir haben irgendwo im westlichen Bereich hieß es noch, wa? Naja, na komm, mal hier hin. Irgendwo hier müssen noch Cell rumflattern. Der gute alte Sallyboy. Es bei ihm vielleicht noch irgendwie einen Hinweis gibt. Ich meine, theoretisch, wenn wir schon irgendwie einen Krieger wie Bonju haben, den es vorher noch in keinem anderen Dragon Ball Adaption gab, könnte es doch auch hier sein, dass vielleicht irgendwie noch ein Hinweis ist, dass vielleicht auch aus Cell noch etwas werden könnte. Und sei es nur irgendwie Silver Cell oder so, was ja auch schon viele Theorien gab. Oder Ideen vor allem. Durch spätestens seit Dragon Ball Fighter Seed. Wo ja auch vorkam, zusammen mit Freezer und Boo und so. War auch ganz lustig. Ist halt die Frage, welcher Bereich, wo zum Henker. Ja, das hat eher... Ja, Goku, das stimmt schon, aber das hatte eher mit dem Ding zu tun. Mit etwas, worum wir uns später kümmern. Hä?
Warte mal. Bei Cell hieß es doch, wäre irgendwo... Ja, die beiden, klar, die haben noch offen. Hier. Ah, mit des Kondensbereichs. Okay, so. Ja, ja, ich bin ja hier westlich. Doof. Ich bin ja bereits hier. Hier war das mit Freezer, okay. Ja, eben mit des Kontinentsbereich. Der ist da oben. Da ist nicht das Gletscher. Das ist das Gebirge. Ja, gut, komm. Und ich habe nochmal kurz nachgeguckt, wie das ist mit diesen Sofortsiegen bei den fliegenden Gegnern. Also ihr wisst schon, die uns halt bemerken, wenn wir irgendwie in ihrer Nähe sind, auf uns zugerast kommen. Ja, und das geht halt echt irgendwie nur, wenn man, glaub, mindestens 5 Level höher ist. Irgendwie, genau so. Und auch im Kreis anvisieren, also beziehungsweise im Kreis fliegen, weil sie merken es automatisch, beziehungsweise sie kommen automatisch auf die richtige Höhe. Ja, und der war jetzt... Oh, okay, der war jetzt eben so stark, deswegen ging es nicht. So, der wäre hier über. Dann kommt der direkt noch dran. Ne, du stellst dir nichts mehr her. Oh Mann, Vegeta. So, ja, Cell muss logischerweise hier sein. Bin ich nicht tot? Ja, du warst es. Was geht hier vor sich? Ja, das zeige ich dir gleich. Sally Boy! Hey, Alter, na, was geht ab? Lang nicht mehr gesehen. Doch schon, aber... Oh, ich dachte mir so... Die Perfektionierung der Perfektion. Was? Ja, ich weiß, super perfekt und so, aber... Ah, verstehe, okay. Nani? Kannst du an dem Kampf nicht widerstehen? Genau wie ich. Meinst du, Sally Boy? Zeig dir mal was, Super Saiyan 3, den kennst du noch nicht. Wo ist er hin? Für 80k, nein, schlecht. Er hat schon ein hohes Level. Ist aber eigentlich bei Gohan sowohl Kamehameha als auch Masenko drin, ist doch ein bisschen Verschwendung. Das Ding noch ein bisschen boosten. Den guten Vegeta.
So. Ja, Zack kommt momentan halt doch ein bisschen wichtig. Ich muss kurz abwarten. So. Let's finish! Jetzt, Zack, komm auf, ich hab 10. Geil. 5 waren's? Weiß gar nicht mehr. Super, Ryuken! Tschüss, Cell, mit euch ist er tot. Yes, 80! Ja, wahrscheinlich. Nach dem nächsten Kampf gehst du in die Knie. Hey, cool! Das ist genau nur Son Goku. Die Cellmünze. Ah, dachte schon, wäre jetzt weg. Wäre ein bisschen schräg gewesen. Oh, ja, ist sehr cool, wa? Goku, ey. So. Die Dinger hier boosten. Booster. Dann boosten wir bei ihm doch mal noch und die Energiestrahl auf Stufe 3. Sehr gut. Wir haben einen Drachenfauch, später Ryuken, Stufe 2. Das gefällt mir umso besser. Dann haben wir hier noch Super Gintama X, kann ich jetzt auch trainieren. Sehr gut. Das gefällt mir. Ne, da war schon alles. Hat jetzt Son Gohan noch irgendwas Neues? Ich kann auch noch was, die Dinger leveln. Jo, macht irgendwie Sinn. Hier dachte ich ja von wegen Super Kamehameha. Lass mal das mal senken, weil irgendwie passt besser zu ihm. Dafür den hier noch, gut. Vegeta, ja, der müsste auch, sobald er Level 80 erreicht hat, wa? Wäre bloß noch ein Level. Ein Level noch, Freunde. Fangen wir jetzt gerade bei den Community, beziehungsweise, nee, warte mal, ich mach's anders. Seelenabzeichen. Wenn das mit Freezer und Cell so ist, ich meine. Tiefsitzende Furcht, okay, das Böse liegt in der Familie, gut, das wird cooler sein. Der Sohn des Bösen, cooler Mann natürlich, King Cold, das Böse liegt in der Familie. Der Sohn des Bösen, ja, cooler wird passen, aber cooler ist gar nicht her, wir haben keine Filmcharaktere. Kaltherzige Kreatur, Großer Dämon, kleiner Dämon, das größte Werk des Genies, Erzfeind, ja, für C17 noch, wa? Selbstzerstörung. Wird C17 theoretisch auch passen, aber ist irgendwann ein bisschen zu früh. Das käme ja eher später. Wo ist eigentlich Dr. Gero? Dann habe ich hier. Ja, super. Das ist wahr. Dann ist der Schaffers umweiten. Dann haben wir Junior hier. Kann ich eigentlich recht hier hinpacken. Okay. Jawohl, Chef. So ein Quatsch, ey. Aber irgendwie auch süß. Okay, wie gesagt, mit Freezer bringen wir noch nichts. Wiederbelebungsritual. Da wird so eine Vermutung, wenn noch alles dazukommen könnte. Aber Freunde, das machen wir als nächste Folge, wa? Das macht irgendwie mehr Sinn. Und dann geht es eigentlich weiter. Immer noch mit Son Goku. Mit dem wir eigentlich in diesem Part nicht so viel geschafft. Das mit Son Gohan, okay. Aber das heißt, mit Son Goku haben wir eigentlich nur noch eins. Urnai Baba aufsuchen. Entlegene südliche Inselbereich und das war's dann mit ihm. Fürs Erste. In der Führung. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.